Habe die Ehre zur neuen Folge Kassettenschmarz, dem besten Infoportal der Welt. Ja, ich glaube, wir haben jetzt wieder eine Woche auslassen. Hat leider nicht anders hingehauen, aber ich glaube, ihr habt es überlebt oder nicht, weil es ist irgendwie noch keine Sau nicht da, aber mir soll es wurscht sein. Das Erste, was ich jetzt da tue, ist natürlich eigentlich mal unseren Trailer wieder vorspielen. Wir haben es so oft vergessen, aber mittlerweile, fällt es mir wieder öfter ein, haben wir sogar 'n Zettel hergelegt. Also, hier. Hier ist der beste bayerische Podcast der Welt mit den Kassettenthemen. Herzallerliebst, wie immer. Servus Burm, sagt er. Wer ist da? Dina von Burm. Javi Marquez, Servus Burm, Dina von Burm. Anscheinend übersetzt mein Chat auf dem PC hier schon wieder irgendwas und schreibt statt Servus schreibt er Dina. Naja, wird schon wissen, was er tut. Fantastisch. Ja, natürlich ist es fantastisch. Wir haben heute wieder einiges dabei für euch. Natürlich ein bisschen was zum Unboxen. Darunter machen wir einmal Boglermons Dunkelnacht mit so einem coolen Darkrai vorn drauf. Ich glaube zumindest, dass es ein Darkrai ist. Und dann haben wir wieder Turtles. Davon ist der Michelangelo von die Turtles. Und ich habe leider den Namen vergessen von den hässlichen Hirnbarts-Ding da. Backeln aus. Und dann hat uns Polyband Anime die dritte Volume zur zweiten Staffel Dan geschickt. Die machen wir dann auch miteinander auf. Schön dick das Ding mit einem Digipack und einem Fanbuch. Schauen wir uns dann an, die Buglermons und die Turtles. Der Kreng, genau, Kreng. Das ist der Kreng. Ähm, so, und los fangen wir an? Natürlich wie immer mit unseren Posters und unseren Trailers. Posters und Trailer. Da müssen wir natürlich teilen, damit ihr da auch ein bisschen was sehen tut. Und das erste ist ein neues Poster zu Digger. Es ist furchtbar klar, ich habe es nicht richtig gefunden, ich habe aber auch keine Lust gehabt, dass ich weiter suche, weil irgendwie ganz scheiß Google-Suche nur noch voll ist mit Vorschaubeitl aus irgendwelche Instagram, Threads, X und Facebook-Beiträge und die in der Regel immer richtig klar scheiße sind. Aber hier vom Mr. Alejandro González Inarritu der neue Film und ein wunderschöner Tom Cruise. Was sagt er? Ich kann nicht runterscrollen. Im Deutschen unnachahmlich von Achim Schülke vertont kriegen. Also unnachahmlich jetzt. Hey, die sollten es mal irgendwo reinhauen, die alte Turtles-Serie. Das ist auch voll geil. Bisher, glaube ich, gibt es ja nur eine Staffel und das ist, glaube ich, irgendwo in der Mitte. Man ist auf Paramount drin. Da habe ich dann auch keinen Bock mehr gehabt, dass ich da anfange zum Schauen, weil ich möchte das ganze Scheißding sehen. Hoffentlich bringen wir die mal bald und dann sollen sie gleich wieder irgendwo die alten Ghostbusters reinhauen. Dann haben wir den ersten Trailer zu der Serie The Drop, a Snowfall Saga. Und der schaut ziemlich gut aus. Also, es geht immer noch um Bandenkriege, aber anscheinend diesmal sind nicht mehr Drogen im Fokus, sondern sie wollen ins Rap-Business einsteigen und wir haben einen Lian und ich glaube Wanda oder so hieß sie, weiß ich den Namen nicht mehr genau, in der Hauptrolle, die dann eben hier Mucke produzieren und sie wollen eigentlich das Ganze jetzt ohne Gewalt handhaben, aber natürlich, damit sie ein bisschen was rührt im Fernsehen, im Affenkasten, müssen sie ein wenig scheißen und kämpfen und wieder allen Erwartens läuft es nicht ohne Gewalt ab. Die 87er Turtles sind Tales of Paramount. Ja, genau, aber ich glaube irgendwie nur eine Staffel oder und auch nur irgendwie mittendrin. Also richtig Arsch, die ganze Sache. Richtig Arsch. Mit was mache ich weiter? Die zeige ich, das schaut gut aus. Das ist ein schönes Poster zur bald kommenden Crystal Lakes Serie. Hier haben wir erst einmal schon Gina Jason schaut wunderschön aus. Es gibt einen neuen Trailer, einen längeren Trailer und der schaut auch richtig geil aus, vor allem am Ende, wie es Pamela, also Jason Mom hergerichtet haben, das ausschaut wie aus dem 80er Original. Und hier Chris Lake, Before Jason, There Was Pamela, da war noch das zweite Poster. Schaut euch den Trailer an, schaut cool aus. Ich bin echt gespannt, was machen, weil man sieht sogar schon teilweise die Jason-Masken. Und mein letzter Stand war aber, dass wir in der ersten Staffel seine Mom, Pamela, abhandeln und dann erst danach der Jason kommen soll.
Mal gucken, ob sie sich auch schon Masken aufsetzt. War ein wenig weird, aber mal schauen, wie sie es erzählen. Und das Wichtigste ist, dass wir nicht zu viel Palaver haben, sondern immer hier ordentliches Geschlitze. Jason hat eh schon sauber zu lang nichts mehr gemacht. Dann haben wir den ersten Trailer zu Victorian Psycho. Den habe ich mir jetzt gerade noch angeschaut und der schaut richtig, richtig verrückt aus. Also, da bin ich echt gespannt. Die Maika Monroe, die spielt, also allein diese 1,5 Minuten, wo man den Trailer sieht, die den ganzen Film so spielen muss, dann holla die Waldfee. Also, da kann auf alle Fälle zumindest irgendeine Nominierung für irgendwas kommen, weil das schaut nämlich allein in den Trailer schon unglaublich geil aus. Ritsch, ratsch, die Ohren ab. Ja, weg mit die Ohren. Weg mit die Loser, du Lauser. Trailer Victorian Psycho macht Spaß. Ich bin gespannt. Wann kommt der? Im Herbst kommt er raus. Und die Produzenten von Longlegs stehen da mit dahinter. Also schon mal gar nicht so schlecht. Dann haben wir auch den ersten Trailer zu, wenn wir schon bei verrückte Vibes sind, der 4. Staffel Monster. The Lizzie Borden Story haben wir diesmal. Und ich glaube, ich habe es letztes Mal schon im Chat mit irgendjemandem drüber geschrieben. Also der Trailer verrät jetzt noch nicht viel. Das kann wieder in sämtliche Richtungen gehen, aber es hat ja schon, ich glaub, im Chat letztes Mal irgendwas gesagt, dass es schon Gerüchte gibt, dass die Lady Bathory da mit einfließen soll. Also gehe ich davon aus, dass wir wieder in leider, zumindest für mich leider wieder in so eine Richtung gehen wie bei der Ed Gein Staffel und da ganz viel dazu gedichtet wird. Und ich würde es cooler finden, wenn wir es eher so wie bei Dama halten hätten. Da ist zwar auch viel dazu gedichtet worden, aber zumindest ist es so verarbeitet worden, dass es ultra bedrückend und real bleibt. Und Ed Gein ist halt dann mit diesem Kult, der um ihn entsteht, von den anderen Serienmörder und dass er da, also dann in den Himmel fährt, von denen alle empfangen wird, mit so die Spalierstängen. Na, weiß auch nicht. Ich weiß ja auch nicht. Mal gucken, was Lizzie Borden dann macht. Da kann man, ich war auf alle Fälle Fan davon, wenn man es eher so wie die ersten 2 Staffeln macht und das geerdet und richtig bedrückend ernst macht und ohne so offensichtlichen Fantasy-Zeug. Dann haben wir den ersten Teaser-Trailer zur 13. Staffel American Horror Story. 13 Staffeln schon wieder. Hey, das ist ja irre. Geht jetzt auch schon im September los. Und ja, also der sagt an sich noch gar nichts aus, der Trailer, aber wir haben ungefähr alle Figuren, die jemals vorgekommen sind, wieder dabei. Also da habe ich schon richtig Bock drauf, vor allem auf Jessica Lange, da freue ich mich schon richtig drauf. Ansonsten, der dauert mal schnell 1,5 Minuten und da wird dann eine Figur nach der anderen und du sitzt halt so da, wenn du die ganze Staffel gesehen hast, geil, er aus der 4., dieses Setting aus der 5. und was weiß ich. Macht Spaß, der Trailer, da bin ich gespannt auf die Serie. Da bin ich gespannt auf die Serie. Was haben sie uns noch für Trailers rausgeschissen? Was haben wir hier noch? Was haben wir hier noch? Da wahrscheinlich Poster zu dem kommenden Onslaught-Film. Da haben sie uns 6 Charakterposter ausgekaut und auf den, ja, Onslaught A24 Trailer schaut cool aus. Wird geschossen, wird kämpft, mengen wir. Also her damit, da haben wir noch Dan Stevens, Alex Pereira. He's escaped and you're on the chopping block. Das ist gut Englisch. Und da geht es weiter mit der Rebecca Hall. Frau Kammler. Wann kommt denn der eigentlich? Ist der Datum dabei? Haben wir das schon jemals erfahren, wann Onslaught im Cinema läuft? Nein, ich glaube nicht. Das haben sie uns vorenthalten. Das haben sie uns vorenthalten. Das war der Martin Schneider. One Wall Free. Beste Englisch, so dieser Mann macht beste Englisch. So, dann ein richtig widerlicher Trailer, nämlich Crawlers. Wir haben endlich mal wieder Spinnen-Action oder was heißt endlich mal wieder, das war die letzten Jahre gar nicht so mau. Das schaut auf alle Fälle, also auch Leute, wie der Trailer schon losgeht, beidelt mich komplett ab. Richtig widerlich und Trailer schaut schon mal cool aus, aber ich fand jetzt auch den, wie, ich glaube, der hieß Spiders, der letzte, der eben vom Evil Dead Burn Regisseur gemacht worden ist davor. Den fand ich jetzt persönlich, muss ich sagen, nicht so toll, aber da war es hauptsächlich ein Problem. Die dämlichen Charaktere, die haben genervt. Kraftleer ist. Aber hier, ja, Pfui Teufel, auf alle Fälle. Und dann geht es weiter mit Tierhorror, weil Spinnenklangen, wir brauchen nur das nächste eklige Scheißviech, Bewehr Bujona. Da haben wir mal wieder eine Riesenschlange, die Kasala macht. Weiß ich noch gar nicht, was ich da verhalten soll. Manche Szenen haben ein bisschen so an den Anaconda erinnert, wenn da so eine Riesenschlange vor mir außerballert, aber der schaut im Ganzen halt ein wenig düsterer aus, ein wenig ernster. Ja, ich glaube, der steht und fällt mit der Schlange, die dann irgendwann wahrscheinlich im
voll zu sehen sein wird, wie gut, dass die animiert ist, weil ich gehe davon aus, dass wir hier keine großartigen Practical Effects erwarten brauchen, was natürlich sehr schade ist. Aber vielleicht frisst es ja geil durch die Leute durch, dann beschwere ich mich jetzt auch nicht zu sehr. Jetzt fällt mir gerade ein Post auf, was ich vorher was ich, auch noch brauche, das ich vergessen habe. Das suche ich jetzt nebenbei. Währenddessen haben wir auch das erste Poster und den ersten Trailer zu Vision Quest, der nächsten Marvel-Instanz dieses Jahr, kurz bevor dann im Dezember endlich Avengers Doomsday kommt. Und der Trailer finde ich, den fand ich jetzt eigentlich ich fand jetzt mal ganz interessant, muss ich sagen. Er kam jetzt das war jetzt nicht so: „Boah, ne, krass“, sondern die Idee dahinter wirkt ziemlich cool, weil der Trailer wirkt, als würde das hauptsächlich im, Bewusstsein vom Vision spielen. Wir haben, ich glaube, James Spader heißt der an, Ultron damals gesprochen hat im Original, jetzt halt auch als Person, weil, siehst du da im Trailer, dass er sagt: „Hey, ich möchte keine Roboter sehen, sondern wir treten als Menschen hier auf.“ Und ja, wie gesagt, die Idee finde ich ganz cool, dass er sich mit seinem eigenen Bewusstsein, mit seiner Vergangenheit auseinandersetzen muss, um wieder, zum Vision, denke ich jetzt mal, zu werden, damit er da wieder hinfindet. Also, ich bin sehr gespannt. Ist ja auch, wie gesagt, nach Spider-Man die nächste Marvel-Instanz, die man, glaube ich, auch sehen muss, um auf Avengers Doomsday vorbereitet zu sein. Aber da schwatzen wir nachher noch mal drüber, was man alles sehen muss, weil da haben sie ja auch schon was rausgehauen. Ich bin sehr gespannt auf Avengers Doomsday, genauso wie auf Vision Quest, genauso wie auf Avengers Doomsday, denn das war ja die D23 und da hat man auch einen neuen Trailer gesehen zu Avengers Doomsday und diesmal war so der Fokus ein bisschen mehr auf den Doomsday und das war ziemlich geil. Ich bin sehr gespannt. Der ist immer noch, ich finde die beiden Trailer sehr gut gemacht, weil die nicht viel verraten, aber richtig anheizen. Ich bin richtig geil drauf auf den Avengers und scheinbar hat er jetzt halt auch schon die Vorverkaufszahlen von Spider-Man Brand New Day gebrochen. Ich glaube, dass da wieder ein ordentlicher Geldregen bevorsteht für Disney, denn das war jetzt auch schon bei Spider-Man Brand New Day, glaube ich, hat ja jetzt halt auch schon die 2 Milliarden geknackt. Und da kann der Avengers Doomsday sicherlich mithalten, wenn man jetzt einmal allein auf diesen Wert von die Vorverkaufszahlen schon mal geht. Ich bin gespannt. Ich bin wirklich sehr gespannt, was uns da erwartet bei dem Ding, wo es hingeht, wenn sie diese ganze Multiversum-Thematik jetzt mehr und mehr einstampfen, dann und ob der Doomsday, wie lange das der bleibt als Gegner, ich hoffe, dass wir den öfter sehen und dass der jetzt nicht gerade mit einem Auftritt abgefertigt wird. Und was ich vergessen gehabt habe, war natürlich das Poster zu Ahsoka Season 2, Staffel 2, nächstes Jahr im Januar geht's endlich los und wir haben jetzt den ersten Trailer. Und ja, da geht mir's Herz auf, wenn ich das sehe, dass Seth und der Ezra wieder treffen, diese alten Figuren. Wir erforschen wieder einen neuen Tempel. Wir sehen Hayden Christensen wieder als Anakin Skywalker. Wir sehen einen neuen Gegner, den sie, also in einem Rückblick scheinbar besiegen. Oder es ist ein Kampf in ihrem oder in ihrem Jedi-Bewusstseinsding, wo er als Jedi-Geist mitkämpft, als Machtgeist. Keine Ahnung, wie sie es genau machen, aber Trailer schaut cool aus, macht, glaube ich, wieder Spaß. Und ich habe ja auch die erste Staffel von die schon sehr cool. Ich finde eigentlich bei den Star Wars-Serien habe ich bisher keinen Ausreißer gehabt. Bis auf Kenobi, da ich zu sagen, ist an sich die schwächste, hat aber trotzdem einen riesenblöd Stellenwert bei mir, weil ich halt einfach die Dynamik zwischen Hugh McGregor und Hayden Christensen so gern mengen habe und die wieder zum Singen und dann also die Erlösung vom Obi-Wan, also trotz der riesigen Schwächen habe ich die Serie sehr gern angeschaut und sehr genossen. Das war's, glaube ich, mit den Trailers. Lasst mich mal gucken. Trailers und Posters. Aha. Ach, es gab noch einen kleinen Teaser zu Ghost Market, ein kommender Pixar-Film. Ich glaube, der kommt 2028. Da siehst du auch noch nicht viel, nur so einen kleinen beleibteren Jungen, der in Kamera labert und am Schluss dann davonläuft von durch Geisterhände geführte Suppenschüssel mit Essstäbchen und am Ende nur einen lustigen Schrei loslässt. Vor allem bei dem scheiß Schrei, also das schreit wie ein Mädel, habe ich damit nachher müssen. IME and Hayden war goated. This is the truth. This is the truth. You're speaking true words. Gut, dann gehen wir mal zu die Castings und dafür brauchen wir IMDb. Denn diesmal haben wir wieder ein bisschen mehr Castings und auch zu gute Filme oder beziehungsweise sehr interessante Filme. Der erste Film, den wir hier gleich mal durchsprechen, ist für mich der wichtigste, der wahrscheinlich jemals gedreht
wird, worden sein wird. The Legend of Zelda. Und hier haben wir jetzt den, jetzt habe ich den Namen nicht mitgenommen, doch, einen Ulilatu Kefu, der als Ganondorf gecastet worden ist. Ich weiß nicht, ob ihr den kennt. Da kommt er mir jetzt so bekannt vor. Jetzt weiß ich aber nicht, aus welcher Serie das ist oder aus welchem Film. Hat er einen jungen Rock gespielt? Schauen wir halt mal, wo er alles mitgespielt hat. So, jetzt passt so auf, woher kennt man? Maxine war da dabei, Young Rock, okay, Black Adam. Black Adam, großer Gott, das war also ein super Film. Alien Covenant, da war er dabei. Aha, aha, aha. Und ach, das war Szenenbild aus Marco Polo. Die war so gut, die Serie. Leider dann nicht mehr weitergegangen. Und dann haben wir noch zweites Casting gehabt, beziehungsweise ist es eher ein Gerücht, dass, ich glaube, ob ich den jetzt gar nicht sagen kann, das sein? Wow. Wow. Da, wenn man gar nicht über die Schulter schaut. So, jetzt passt so acht. Machen wir es nochmal. So, hier, Uli Latukefu als Ganondorf in The Legend of Zelda. Jetzt halt hier. Und keiner sagt, ob sie ist. Kruzifixen. Genau, und das ist aus Marco Polo, daher Kinder I. Jetzt weiß ich es wieder. Und Alien Covenant war da mit dabei. Und er spielt den jungen Rock in Young Rock. So, und dann das zweite Casting, das aber glaube ich noch nicht offiziell bestätigt ist die Samara Weaving als Hylia. Aber soweit ich jetzt gelesen habe, ist es noch nicht offiziell bestätigt. Aber ja, bitte dass die Frau in jedem Film eine, die mich überall singen. Ich liebe Samara Weaving, das ist absolut eine meiner Lieblingsschauspielerinnen. Ist übrigens auch für als Emma Frost im X-Men Reboot gecastet, aber aufs X-Men Reboot kommen wir danach natürlich auch noch. Dann haben wir hier die Brittany Snow. Die ist gecastet worden für das kommende Sequel zu The Housemaid. As Joshua. Usual. Brittany Snow, die kennt man woher? Pitch Perfect, okay, habe ich leider nicht gesehen. Prom Night, den habe ich zwar gesehen, aber aus meinem Gedächtnis gestrichen. Ansonsten ist sie mir jetzt auch in Ex hat sie noch mitgespielt, aber da habe ich es leider nicht mehr auf dem Schirm. Ja, Pitch Perfect müsste man Mike fragen, er ist riesiger Pitch Perfect-Fan. Und das ist nicht mehr ein Witz, sondern er mag es wirklich, ich mag ihn jetzt nicht mehr damit ärgern, aber ich kann es nicht beurteilen, weil ich habe die Filme noch nicht gesehen. Dann haben wir den Mason Gooding, den kennt man natürlich mittlerweile aus Scream und Hard Eyes. Ja, kennt's, oder? Kennt's ja? Kennt's ja mal Mason Gooding? Daumen hoch, wenn's ihn kennt. Gut aussehender Kerl. Und die Emily Rudd ist mit Paul Rudd verwandt. Sind die verheiratet? Wisst ihr das? Habe ich mich schon mal gefragt. Emily Rudd, hier, man kennt sie als Nami aus One Piece. Die beiden sind jetzt gecastet für das kommende Crawl-Sequel, das dann immer Fortsetzung zum Alexander Aja, seinem Crawl, ich kann nicht mehr schmerzen, von 2000 sowieso. Von wann ist ein Crawl? Sag mal, das mal irgendjemand. Ich kann es nicht mehr sagen. Ja, dann haben wir noch den Nicholas Hoult. Und das finde ich ganz cool. Der ist nämlich jetzt für die zweite Staffel Harry Potter gecastet worden, nämlich als Gilderoy Lockhart. Und Nicholas Hoult kennt natürlich auch mittlerweile jeder. Zuletzt jetzt im Superman als Lex Luthor gewesen. In X-Men haben wir ja schon erwähnt gehabt, war er als Beast dabei. Also den kennt man auf jeden Fall. Als Beast hast du ihn vielleicht nicht so erkannt, aber ist jetzt none of my business. In Warm Bodies hat er noch mitgespielt, genau, Mad Max Fury Road. Cooles Casting, den Typen mag ich und spielt in der Regel immer sehr gut. Dann haben wir noch ein Casting für den kommenden Miami Vice 85. Da gesellt sich jetzt nämlich der Alden Ehrenreich dazu. Der Austin Butler und der Michael B. Jordan, die sind in die Hauptrollen gecastet und jetzt halt eben Alden Ehrenreich kennt man wahrscheinlich hauptsächlich jetzt halt erst einmal aus dem Star Wars Solo-Film, in dem er den jungen Han Solo gespielt hat und zuletzt war er auch bei Weapons der Polizist. Genau, ansonsten
Ach, bei Oppenheimer war er auch dabei. Weiß ich nicht mehr. Weiß ich nicht mehr. Und jetzt gehen wir mal zu die coolen Castings, oder die geilen, Casting, Ankündigungen, die ich sehr gefeiert habe die Woche. Das war einmal die Bekanntgabe, dass die Indy Navarrete aus Obsession jetzt als Rogue im X-Men Reboot gecastet worden ist. Also Hauptrolle aus Obsession. Szenenbilder haben wir jetzt da gar nicht dabei, aber es soll jetzt eigentlich Obsession sowieso geschaut haben. Mietz. Dann weiteres geiles Casting, ein geiler Schauspieler, der endlich ins MCU einerkommt, ist der Adam Driver. Sollte man mittlerweile auch kennen. Bekanntheit hat er erreicht als, wie hat er geheißen? Boah, jetzt weiß ich nicht mehr, in Star Wars. Kylo Ren, genau. Er ist der Mr. Sinister. Und Mr. Sinister ist auch ein geiler Gegner. Habe jetzt ja gerade erst, ich schaue mir gerade die alte X-Men Zeichentrickserie an, immer wieder, und da war jetzt zumindest der Sinister gerade dabei. Dragon der Driver Adam. Calvin Klein gefällt's. Habe ich dere Dragon Cry. Dann haben wir, wen haben wir noch gecastet? Samara Weaving habe ich vorher schon gesagt. Jetzt muss ich selber mal schauen, wer das ist. Den habe ich nämlich auf Anhieb nicht zuordnen können. Kit Connor ist jetzt als unser neuer Cyclops gecastet. Der hat mitgespielt in His Dark Materials. Panteleinmann, Synchronisation nur, okay. Rocketman war da dabei. Warfare habe ich noch nicht gesehen. Aha, aha. A Black Tail. Ready Player One war noch dabei. Also ich habe noch so gesichtsmäßig nicht zuordnen können, aber er ist jetzt unser neuer Cyclops. Hat er die meiste Zeit ein Brenner auf, da ist wurscht, wie er dann ausschaut. Dann den muss ich dann auch noch mal nachgucken. Der Name sagt mir nämlich was, aber Christopher Abbott, der ist als unser neuer Xavier gecastet. Schauen wir mal, ob ihr ihn kennt. Wenn nicht, wir schauen mal gleich danach. Bliu, bliu. Schauen wir, ob wir irgendwo Battle haben. Das ist mit der Florence Puff wieder, Corby sagt. Aus welchem Film ist denn das? Ich sag's mir, ich kenne das Gesicht, aber ich kannte nicht einen Film gerade auf Anhieb sagen. Aber das haben wir gleich. Er ist uns bekannt aus Wolfman, ja genau, in Gottes Namen. Aber nichts anderes. Craven war da dabei. Gott, Craven. Poor Things. Also der hat schon einiges auf der Vita. Sanctuary. Possessor war da auch drin, und ja, schaut's. Also da haben wir auch schon einen sehr. It Comes at Night. Der hat schon einiges mitgemacht, hätte ich schon bald gesagt. Und dann haben wir noch die Maya Boyd. Die ist unser neues Storm. Und man sagt, sie haben für die X-Men sehr junge Leute gecastet. Da merkt man halt auch, dass sie wollen, dass man da ist jetzt der komplette X-Men Reboot-Cast hier, Samara Weaving als Emma Frost, Kit Connor, Cyclops, Sadie Sink als Jean Grey, wer war er? Christopher Abbott als Xavier, die Indy Navarrete als Rogue und die Maya Boyd jemals als Storm. Und man sagt, wie ich gerade gesagt habe, sehr junger Cast für die jungen X-Men, damit man die länger hernehmen kann und nicht altersbedingt dann irgendwie wegfallen. Finde ich gut, eine gute Herangehensweise, und ich bin echt schon sehr gespannt auf dieses X-Men Reboot mit dem Adam Driver dann als Mr. Sinister, als Bösewicht, und ich hoffe irgendwie, dass er nicht nur einen Auftritt als Mr. Sinister hat, sondern also vielleicht ein bisschen öfter singen können. So, was sagt er den Adam Chauffeur auf Français, Le Garage? Hoffentlich machen sie auch Kitty Pryde ins neue X-Men-Universum, sonst bin ich traurig. Ja, jetzt lass es nicht gleich traurig, jetzt lass du mich dabei. Das waren unsere Castings. Jetzt gehen wir schon zu unseren News. News. Wir haben den ersten Blick auf Coco 2. Das ist nur dieses Concept Art, mehr haben sie nicht dazu noch nicht gesagt. Aber ich wollte es euch natürlich trotzdem zeigen. Dann haben wir unser erstes Logo von Star Wars Starfighter, der Film mit dem, wie heißt der, Ryan Gosling vom Sean Levy, der ja, oder Levi, ich kann es mir nicht merken, wie man den ausspricht, der ja Deadpool und Wolverine schon gemacht hat. Sie haben ja auf der D23 einen kleinen Teaser schon gezeigt. Den glaube ich, weiß gar nicht, ob man den, also offiziell haben sie, glaube ich, noch nie veröffentlicht. Ich glaube, den hat wieder irgend so ein Schweinskopf mit dem Handy mitgefilmt. Aber ja, sagt auch noch nicht viel aus, außer dass viele umeinander fliegen und scheißen. Das passt ja eh schon mal.
Dann haben wir den ersten Blick, da habe ich eigentlich letztes Mal schon was davon erzählt, dass ja eine Rotoskopie-Animationsfassung vom originalen Texas Chainsaw Massacre gerade mache ist. Und hier haben wir den ersten Blick jetzt auf ihn. Und ich habe da schon richtig Bock drauf, weil ich diese Machart von Animationsfilmen einfach geil finde. Und die kriegt man in der Neuerzeit absolut selten neben zum Singen. Und deswegen habe ich da schon richtig Böcke drauf, dass ich dann sowas wie Texas Chainsaw Massacre mit in Rotoskopie sehe. Super. Dann haben wir Startdatum gibt es jetzt für Maul Shadowlord Staffel 2 soll definitiv 2027 kommen. Schaut mir das mal aus, während die, wo es ohne Beitel verzeiht. Dürft ihr mir anschauen. Was sagt er? Yes, Ryan Gosling kann nur gut werden. Stimmt, Ryan Gosling ist immer gut. Dann Zootopia 3 haben sie gekündigt auf der D23. Ist nur in Arbeit, wir haben es nicht gesagt. Was haben wir hier noch? Ghost Rider hat sein Release, da sind wir wieder beim Ryan Gosling. Er ist jetzt als Ghost Rider gecastet worden im MCU und hat sein Release für den 28.07.2028. Was haben wir hier noch? Dann ist eine animierte Green Lantern-Serie angekündigt worden, namens Mr. Miracle, und in der wird dann Nathan Fillion wieder seinen Guy Gardner darstellen, beziehungsweise in dem wir dann synchronisieren, den wir schon in Superman kennengelernt haben, aber es ist die gleiche Figur, so wie sie es angekündigt haben, dass die Schauspieler immer eine Figuren sprechen oder spielen, egal ob es Film, Serie, Animationsserie oder sonst wo ist. Dafür sind aber zwei andere Serien gestorben aus dem DC-Universum, nämlich die Waller-Serie. Da bin ich aber nicht traurig drum, weil ich hasse die scheiß Waller-Figur so viel. Ich schaue mir jetzt gerade die My Adventures with Superman an, habe jetzt gesehen, sind die ersten 3 Staffeln auf HBO Max drinnen. Erste Staffel, ich habe da null erwartet und war jetzt nach der ersten Staffel echt sau positiv überrascht von der Serie. Bin jetzt in der zweiten und ich hasse einfach diese Amanda Waller so viel, die soll einfach abhauen. Und auch die Paradise Lost Serie ist gestorben, die ja dann auf Themyscira gespielt hätte, der Heimatwelt von Wonder Woman. Ich denke mal, dass der Flop von Supergirl jetzt doch ein bisschen Wellen schluckt. Was zwar jetzt nicht, ich habe die Zahlen noch nicht, gar nicht angeschaut und man weiß ja auch nicht, wie er dann im Streaming ankommt. Aber man hat anscheinend ein bisschen umgeändert, was sie so jetzt rausballern und was nicht. Weil die Booster Gold Serie ist ja auch schon eingestampft worden. Dafür ist jetzt die erste Green Lantern Folge, beziehungsweise Lanterns, heißt ja nur, die erste Folge raus seit Sonntag. Und wenn der Stil so bleibt, dann dann finde ich zwar die True Detective Vergleiche, die sie damals gezogen haben, ein bisschen over the top, aber trotzdem haben wir dann geht's anscheinend in eine sehr coole Thriller-Richtung mit einem ernsten Unterton. Also ich bin gespannt, wie die Serie dann weitergeht. Und was noch gestorben ist, sehr traurig, die neue Power Rangers-Serie, die auf Disney Plus hätte kommen sollen, an der wird jetzt nicht weitergearbeitet. Das ist ja uncool. Ich hätte schon mal wieder Bock auf eine geile Power Rangers-Serie gehabt. Apropos das. Nein, immer noch nicht. Lass mich in Ruhe. Vielleicht schaffe ich es das Wochenende. Ich habe schon so oft gesagt, ich weiß es auch nicht. Wenn ich ihn angeschaut habe, ich schreibe dir instant auf Instagram. Ich schwör's dir. Hier, wirklich. Hier, fette Kartoffel auf diese Aussage. Was haben wir noch für Ankündigungen? Clown in der Cornfield, Teil 2, Friendo Lives, ist in Arbeit. Hat man ja schon lange gemunkelt, dass der angekündigt werden wird. Und jetzt ist es also soweit. Ist ja basiert dann auch auf genau dem gleichen zweiten Teil, zweiten Roman. Der heißt aber nicht genau, hat anscheinend auch den gleichen Titel. Night of Seven Kingdoms ist die zweite Staffel jetzt auch abgedreht. Also wird auch in nicht mehr allzu ferner Zukunft dann kommen, sollte mir die erste Staffel schauen. Dann gibt ja die ganze mit Project Hail Mary daher. Was ist gemein hinterher? Und was eine absolute Bananenankündigung ist, aber irgendwie lustig, dass sie ein Joe Dirt Sequel machen. Also, was wer den Film noch kennt von 2001. Da kriegt es jetzt auf alle Fälle ein Sequel als animierte Serie und David Spade wird wieder in der Hauptrolle auftreten. Also, keine Ahnung, wer das ausgegraben hat und meint, dass das braucht wird, aber sie ziehen es durch und hauen es raus. So. Und ich bin echt sehr gespannt, wie ein Joe Dirt animiertes Seriensequel ausschauen wird. Dann hat sie Blumhouse scheinbar die Rechte für Puppet Master geholt. Puppet Master, geile Serie, die auch schon, glaube ich, seit die 80er läuft und da gibt es ungefähr 800 Teile. Gibt es, glaube ich, auch von Wicked Vision eine richtig fette, geile Box mit alle Teile drin und im Mediabook dann sogar. Müsst mir nachschauen, weiß nicht genau, aber haben einige coole Teile hervorgebracht. Ich habe selber noch nicht alle gesehen, weil es sind, wie gesagt, also 10 sind es gewiss, wenn es gelangt.
Der letzte, glaube ich, war The Deadliest Reich. Der ist sogar über Perule Fu damals in der Mediabook gekommen. War auch geile Splatter-Kanone. Also immer her damit, wenn es auf dem Niveau durchzieht. Wahrscheinlich schreibst du dann, ja, so ein Scheißdreck, der Mike hat recht gehabt. Der Mike hat ja nicht pauschal gesagt, dass der Film schlecht ist. Der Mike hat nur einen Rocky Money, heißt der, oder diese Steinalienwesen abgesagelt. Anderer Kumpel von mir war das, der da voll absagelt als riesiger Scheißdreck. Aber der ist ja nicht die hellste Kerze auf der Torte. Der hat wahrscheinlich wieder nie verstanden. Der hat nicht mehr gewusst, dass sie im Weltall sind, hat man das nicht mehr. Und Jurassic World Rebirth, da soll ja natürlich auch ein Sequel kommen, weil er hat auch gut Kohle eingeschwappt. Aber sie haben jetzt halt einen Regisseur verloren, den hätte ja ursprünglich wieder der Gareth Edwards gemacht, aber nach typischen kreativen Differenzen haben sie sich voneinander getrennt und jetzt wird Gareth Edwards das nicht machen. Was auch noch geil ist, dass noch ein altes Franchise wieder aufbelebt wird, nämlich Leprechaun. Und Leprechaun hat ja auch schon ganz viele verrückte Ausflüge gemacht. Und zwar war der im Weltall und in der Hood. Also Bombe, vor allem Weltallteile, viel mehr Weltallteile gern gemacht. Oder Hellraiser im Weltall war geil. Das war der vierte. Jason X war geil. Leprechaun im Weltall war geil. Hallo, mehr, schickt mir unsere alten Helden mehr ins Weltall. Nur Bombenfilme. Auf alle Fälle neuer Teil in Arbeit und wird geschrieben von Patrick Melton und Marcus Dunstan. Die haben auch damals Saw 3D und The Collector geschrieben. Also mit einem haben sie es eigentlich ganz gut gemacht, mit dem anderen nicht so gut. Mal schauen, wie sie es dann mit dem dritten Film machen. Was ich auch geil finde, ist, dass Doro einen potenziellen Release für 2027 anvisiert. Sie, also keine 6 Jahre warten auf die dritte Staffel, so wie von Staffel 1 auf 2. Denn es gibt ja schon einen 90-sekündigen Teaser-Ausblick auf die dritte Staffel Doro. Und Mappa, das Produktionsstudio dahinter, hat auch schon gesagt, sie wollen definitiv nicht viel Zeit ins Land ziehen lassen. Leprechaun steht dieses Jahr noch auf der Liste, die Box habe ich schon. Ja, da hast du eine gute Zeit von dir. Ich sag grad, denk an mich, wenn du einen Leprechaun im Abspann von einem von den Hood-Teile beim Rappen sechst. Das ist Peak-Unterhaltung. Und was haben sie noch angekündigt? Eine Serie zu einem Spiel, das ich selber zum Teil gespielt habe, nämlich Kingdom Hearts. Da kommt eine Anime-Serie und ja, stell mir cool vor. Ich bin leider nicht zu tief drin bei Kingdom Hearts. Ich habe gespielt, ich habe da mal mit einem Bekannten die chronologische Reihe angefangen zum Spielen und dann haben wir, glaube ich, die ersten 2 oder 3 laut Chronologie gespielt, aber dann irgendwann einfach aufgehört. Hat nicht daran gelegen, dass mir nicht gefallen hätte, sondern dass man sie gut auseinandergelebt hat. Aber her damit, schau mir an, schaue ich mir alles an. Das war's an News und Zeug. Jetzt gehen wir mal auf unsere Kinostarts. Weil nämlich Streaming-Charts der Woche war man gar nicht so viel dabei. Ich habe mir nämlich auch nichts aufgeschrieben. Also war jetzt nur eben nochmal Lanterns zum Erwähnen seit dem Sonntag. Ansonsten habe ich nichts gefunden, das irgendwie erwähnenswert war. Im Kino läuft die Woche auch nicht so viel an, was absolut interessant ist, ist aber Teenage Sex and Death at Camp Miasma. Der wird ja aktuell überall schon wieder voll gehypt und mit Bestwertungen überschüttet. Da bin ich schon sehr gespannt auf das Ding. Habe ich richtig Bock drauf. Dann haben wir noch Spaziergang nach Syrakus, ein Drama. Masupilami kriegt einen Animationsfilm. Das habe ich irgendwie überhaupt nicht auf dem Schirm gehabt, bis auf einmal der Trailer im Kino gelaufen ist. Und ich habe damals den Zeichentrick Masupilami habe ich geliebt. Warum läuft der eigentlich nirgends? Wo ist der eigentlich? Wo kann ich mal Masupilami den Zeichentrick anschauen? Wo? Geb, schnell, wollen wir wieder mal anschauen. Dann läuft Insidious 6 Out of the Further läuft an. Bin ich mal gespannt. Kann nur besser werden als der letzte Teil. Hidden Sea, eine Dokumentation, A Sad and Beautiful World, The Lights, The Fall, Detektiv Conan, Film 29, Der gefallene Engel, aber erst am 25. August, nicht diesen Donnerstag. Dann haben wir noch mehr Doku, Salz und Wasser mit der legendären Polarstern in die Antarktis und der Rest ist bla 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 bla. Der interessiert keinen mehr. Wir gehen jetzt gleich mal auf die Streaming-Charts der Woche und dann da mal unboxen. So, schauen wir mal, ob der Green Lanterns kann noch nicht drin sein, denn diese Chartliste geht wieder vom 7. August bis 13. August. Los, Lotte ist jetzt. Ja. It's loading till death. It's loading to the death. But why? Ihr habt überhaupt nicht gesehen, ich habe da ein Ziel eingegeben und ich kriege einfach nichts von dem Ziel, hat überhaupt nichts gebraucht. Ich habe es schon gedacht. Unglaublich mit den Leuten. Unglaublich mit den Leuten. Da heißt bitte geben Sie ein Ziel ein für Ihre Community, weil das mengt Leute und dann
Und dann nix ist. Streaming Charts. Warum geht das nicht? Probieren wir es so nochmal. Vielleicht lautet ja die Seite dann. Und wenn nicht, dann gibt es einfach keine Streaming-Charts der Woche. Oh Gott, ich muss schon wieder so viel schwitzen. Warum ist es schon wieder so heiß? Es ist 2 Tage geregnet und jetzt hat es schon wieder 8 Milliarden Grad. Ich flippe aus mit dem scheiß ganzen Hitzebums da die ganze Zeit. Und wenn mir noch einer kommt mit, gibt kein Klimawandel daheim, sofort seine scheiß Zehnte aus. Scheiß Mongos. So, machen wir es ganz einfach. Solange die Schweinekacke hier laden tut, unboxen wir mal das erste Pokémon Mega-Entwicklung Dunkelnacht. Dunkelnacht. Was hast du überhaupt für eine Box von Leprechaun? Gibt es irgendeine besondere Collectors Edition oder hast du einfach nur eine Collection mit alle Teile? Ich habe nämlich da gerade überhaupt nichts im Kopf, was du so geben kann. Wird eigentlich auch nicht so wirklich bedacht mit richtig schönen Editions, das Ding. Kann man eigentlich so geile Hardboxen-Collection machen wie bei Chucky. So, schauen wir mal, was jetzt hier drinnen ist. Wir haben ein Bronzel mit einem Spiegelangriff. Bronzel. Dann haben wir Akub, Klammer und Ramme. So funktioniert Sexy Time. Dann ein Normifin, Diebesflosse. Typ 0, Kraftklinge, was auch immer das sein soll. Was ist Typ 0? Das ist ein Pokémon. Ein Pokémon. Käme ich nicht raus. Geh nicht. Shadow, Schattenknoten, Schattenkoten. Schaut irgendwie putzig und gruselig aus, das Ding. Gladius Finalkampf. Fatalicha kenne ich nicht. Listiges Versteckspiel und Matcha-Wirbel. Was ist denn dieser Matcha-Pokémon? Gladius Finalkampf Nummer und gleich in der Reverse Glitzerfassung. Super Sache, so mag ich das. Tucanon im Reverse und ein Miraidon in Holo. Aber nichts, das uns steinreich macht. Wieder mal umsonst einkauft. Wieder mal komplett umsonst einkauft. Unfassbar, diese. Schauen wir mal, was uns die Turtles oder ob die Seite noch schon gelohnt hat. Ach, schaut her, mittlerweile kann ich euch jetzt nicht verzeihen, welche Streaming-Charts das wir haben. Auf Platz 10 Forbidden Woman, Netflix, Staffel 1, sagt man nüchten. Dann haben wir Platz 9 Furious, die erste Staffel, Hulu, sprich Disney Plus bei uns dann. Da ist ja auch die Dame, die Fiona in Shameless gespielt hat, dabei. Paramount Plus mit der dritten Staffel Lioness auf Platz 8. Apple TV, die vierte Staffel Ted Lasso auf Platz 7. Und dafür, dass die vierte Staffel gar nicht so gut bewertet wird, schießt es aber gleich sauber in die Charts rein. Dann haben wir wieder Netflix mit der ersten Staffel The Bombing of Pan Am 103 auf Platz 6. Keine Ahnung, das ist ein Doku. Was ist dies? Kenne ich nichts. Peacock, Married at First Sight, die 20. Staffel auf Platz 5. Ride or Die, die erste Staffel von Prime Video auf Platz 4. Dann haben wir Reacher, Prime Video, vierte Staffel auf Platz 3. Sterling Point, Prime Video, erste Staffel auf Platz 2. Und My Life with the Walter Boys, die dritte Staffel auf Netflix, ist auf Platz 1. Und ich kenne wieder mal nichts außer Reacher, Ted Lasso kenne ich auch, ja. Aber ansonsten, Furious habe ich zumindest mal gelesen. Ansonsten bin ich da leider wieder mal raus. Ich bin raus. Kenne ich alles nicht. So. Schauen wir mal noch, was die Turtles machen und dann schauen wir uns die schöne Dan Volume 3 Box an, die uns die lieben Leute von Polybomb geschickt haben. Gern dickste Kartoffeln wieder mal raus. Schauen wir erstmal, was die Turtles machen. Wir haben einen Hammertow-Wächter Haltung. Ratzensplinter. Dann haben wir Sardellen Bananenpizza. Geil, Leute, ich darf es essen. Ich sag's, wie es ist. Kartoffeln in Chat, wenn ihr Bananen-Sardellenpizza essen darf. Dann haben wir Negieren. So fix, jetzt wo ich die Dinger habe, hätte ich mir gedacht, damals die Special Edition mit der, von die Karten mit der Box, Pizza, Schachtel und einem Bus kaufen sollen. Mauser-Manufaktur. Die ist bei mir im Schlafzimmer. Super Witz. Gossenraptor. Sie fixen mir jetzt in Turtles singen. Turtles. Mausermark 3. Hans und Donatello umeinander, oder wie? Ist das lila? Ich weiß nicht, bei mir ist das Licht scheiße.
Mechanisierte Ninja-Kavallerie. Dann ein Skateboard. Ich möchte also gern Skateboard fahren, aber ich bin immer schon zu dumm gewesen, dass ich mehr als 10 Meter am Stück geradeaus fahre, ohne dass mich wirft. Splinter Hamato Yoshi. Gut, der Ratzensplinter. Kann übrigens auch die Turtles-Serie empfehlen, die auf Paramount Plus läuft. Die ist echt ganz gelungen, finde ich. Lebensweisheiten. Die ist ja in dem Stil von dem letzten Turtles-Film. Der Teenage Mutant Mayhem sowieso. Und macht Spaß. Leonardo, Anführer in Blau. Geil, Schwerter hacken. So, jetzt haben wir Raphael kommt cool. Dann haben wir eine brüchige Allianz, aber das schaut mit Glitzer, brüchige Allianz mit Glitzer. TCRI-Gebäude, hat sich wieder ausglitzert, die ganze Sache hier. Und das Mutagen und dahinter einen Roboter. Mutagen und Roboter. Ja, schaut auch wieder nicht nach unverschämtem Reichtum aufgrund von einem Trading Card Game aus. Naja, lieber haben als brauchen, oder das Zeug? Lieber haben als brauchen. So, jetzt halt hier Volume 3 von Staffel 2. Dann der beste Anime der letzten Jahre für mich. Oder einer der besten auf alle Fälle. Ich liebe ihn abgöttisch und kann es kaum mehr erwarten, bis endlich die dritte Staffel dann bei uns erscheint. Aber es dauert, glaube ich, noch bis 2027, oder? Das haben wir, glaube ich, schon mal hier dabei gehabt. Ich möchte mir das gerne alles merken können, was ich euch hier verzeiht. Das war der Wahnsinn, was ich für eine Enzyklopädie an Filmnews dann wird. Aber ich kann es mir nicht merken. Sag, was ist. Sobald ich ausschaut hier, habe ich schon wieder vergessen, was ich euch verzeiht habe. So. Erst einmal ist ja schon mal ganz wichtig, dass die Turbo-Oma vorne drauf ist. Turbo-Oma ist die beste. Schöne Artworks von der Turbo-Oma. Ich liebe die Turbo-Oma. Und auch hier drinnen Turbo-Oma einmal in Real Life praktisch und dann wieder als Katze in ihr, das ist ja das Gefäß, in die sie gesperrt wurde. Hinter der Disc haben wir dann nur die Aufschrift und die Turbo-Oma nochmal auf der Disc selber. Aber was richtig interessant ist, ist jetzt hier dieses Fanbuch. Inhalt, wir haben einen Episodenguide, einen Charakterguide, Interviews und dann noch eine schöne Galerie. Genau, also ihr seht dann hier, die einzelnen Episoden werden ein paar Screenshots erklärt. Dann haben wir den Charakterguide. Ach, das sind jetzt nochmal alle Episoden bis zur Episode 12. Ach, da, die geben jetzt recht. Hier haben wir jetzt der Gigi's verwandelte Gestalt, zum Beispiel dann eine Erklärung zu den Charakteren und den Figuren, die da kommen. Nagikito haben wir auch noch. Heute einfach jetzt immer wieder ein bisschen einer, das ist 6. Magst du jetzt weiter aufbiegen, was du siehst, das ist so der Nerd-Shit, das darf ich nicht zu weit aufbiegen. Das ist wie mit die Mangas selber, die darfst du auch nicht zu weit aufbiegen. Dann haben wir auf alle Fälle Interviews. Hier haben wir noch einen Weltraum-Kaiju, der ist auch ganz cool. Gelle Michelin-Mensch, Kreuzung mit dem Godzilla. Und dann haben wir Interviews, unter anderem zum Beispiel mit dem Regisseur Abel Gongora. Den haben wir noch drinnen. Hiroshi Seko, Serienkomposition und Drehbuch macht der. Den Kiyoshi Hirose, der ist für den Schnitt verantwortlich. Also es sind unglaublich viele Interviews und die sind halt auch, so schaut's, die sind auch ziemlich klar geschrieben. Also ihr kriegt auf alle Fälle fette Informationen um die Ohren geknallt. Und zum Schluss kämen dann auch noch diese schönen Artwork-Galerien. Sowas fasziniert mich, wie die das zeichnen. Irre. Da geht's weiter. Also ich kann so empfehlen, dass euch die Polybond-Editionen holt.
Die sind sehr liebevoll gestaltet und wie gesagt auch ziemlich geil mit dem, dass sie eben jede Volume dann mit einem Bonusmaterial ausstatten, aber in der Gesamtbox, die es ja davor auch gibt, die ich eigentlich schon mit gesagt habe beim Unboxing hier, ist dann auch Platz, dass ich da die ganzen Volumes inklusive eher eine äh, Special Sachen, die es dazu geklickt haben, eine ballert. Das ist ziemlich cool. Vielen Dank an Polyband fürs Zuschicken von der schönen Turbo-Oma Volume 3 jetzt. Ich freue mich auf Volume 4 und vor allem dann auch auf die Staffel 3, wenn sie die auch wieder rausbringt. So, was ist da? Wunderschön, aber ich habe immer noch nicht reingeschaut. Weder Anime noch ein Manga, immer im 90-Grad-Winkel lesen und weit nichts. Ja, das stimmt. Aber schau lieber in Anime rein, sonst hau ich die. Sonst hau ich die. Solange du nicht Dan da noch geschaut hast, schau ich Project Hail Mary. Du hast jetzt davon. Hast jetzt davon. So, Leute, das war's. Über mundfußlich geredet. Köstliches Wasser. Vielen Dank an alle, die zugeschaut haben. Heute waren wir ein bisschen wenig, aber bei der Hitze kann ich schon verstehen, ich hätte auch nicht da sitzen und das machen müssen, weil ich mich tot schwitze. Aber ich mache das für euch, weil ich euch alle so lieb habe. Heute ist was ist heute Mittwoch? Gestern ist unsere neue Folge rausgekommen zu Hereditary. Endlich haben wir dieses Monster besprochen und dann ist der Mike nicht dabei. Das ist echt richtig ärgerlich gewesen. Aber wir haben mit dem Dr. Horror, mit dem Stefan schon so oft verschoben, dass ich gesagt habe, wir können es jetzt nicht wieder verschieben. Mike, es hilft nicht. Dann mach's ich mit dem Stefan allein. Ich glaube, die Serie ist trotzdem ganz cool geworden. Mit dem Stefan ist es cool zum Aufnehmen. Hat auch so Citizen Vigilante Spaß gemacht und hört euch die neue Folge Hereditary an. Nächste Woche schaut es wieder einer zum Kassettenschmerz. Eventuell nächste Woche auch schon oder übernächste Woche. Es gibt auch bald wieder einen Talkthrough. Keine Angst, spätestens nach der Gamescom macht der Seppi mit mir wieder einen Talkthrough für euch. Dann haben wir wieder ein bisschen gezockt und ein bisschen mehr zum Berichten, weil jetzt war es ein wenig mau in der letzten Zeit. Fette Kartoffeln raus an euch. Küsschen auf die Nüsschen. Und wir hören und sehen uns bald. Was sagt er? Du sollst ja auch lieber Joseph's Bizarre Adventure schauen. Ich schaue gar nicht so, solange du nicht an den Dino geschaut hast. So schaut's aus. Erst wenn ich sage, dass du die so schaust, fang ich oder sie deine Empfehlungen anschauen. So, und jetzt hier, ich bin raus. Macht's es gut. Küsschen. Auf Wiederschauen an euch.